Nie für diese Giftstoffe. Er ist ja das Ende der Nahrungskette, in dem Fall muss man sagen das Ende der Giftkette. Und diese Umweltschadstoffe sind erwiesenermaßen krebserregend, sie schädigen das Immun- und das Nervensystem. Oftmals, wenn irgendein Chemieunfall sich ereignet, wird ja die Bevölkerung beruhigt und es heißt dann, die einzelnen Werte der ausgetretenen Schadstoffe sind nicht gesundheitsschädigend. Das mag auch sein, doch in der Summe der Schadstoffe wirken sie dann doch wie Hormone zum Teil. Es ist ja bekannt, es gibt die sogenannte Östrogenaktivität von Umweltchemikalien. Das heißt, da wird es dann kritisch. In Kombination wirken diese Stoffe schädigend auf den menschlichen Organismus. Sie beeinflussen das Hormonsystem. So kann auch hier nur gewarnt werden vor einem zu hohen Fleischverzehr. Ein Metzger kann in der Leichenstarrphase nicht arbeiten. Das Fleisch bekommt eine schlechte Qualität. Also ist der Ablauf vom Betäuben des Tieres, vom Aderschnitt und Ausbluten lassen, meistens wird es an einem Bein aufgehängt, bis zum vollständigen Zerlegen sehr, sehr schnell abzuwickeln, dass diese typische Rigor Mortis, also die Leichenstarre, nicht eintritt, solange des Metzgers Messer noch am Kadaver arbeitet. Das heißt, innerhalb von sehr kurzer Zeit, von wenigen Minuten, durchwandert das Tier vom lebendigen Zustand über die Betäubung, das Ausbluten lassen, bis zur kompletten Zerlegung des Körpers den Schlachthof. Das Fleisch ist noch warm. Man nennt das Ganze Warmschlachtung und sie ist deswegen so beliebt, weil die Fleischqualität dann beim Essen besser sein soll, zarter. Was auch bekannt ist durch Untersuchungen der Universität Cambridge in Großbritannien, dass eben durch den Fleischkonsum Schwefelwasserstoff entsteht, der dann wiederum Darmentzündungen wie zum Beispiel die Colitis ulcerosa fördert. Fleisch wird abgebaut zu Aminen, zu Indolen und ähnlichen Verbindungen. Das sind im Prinzip Leichengifte, die dann praktisch über die Pfortader wieder in die Leber kommen und von der Leber verstoffwechselt werden müssen. Die Hintergründe hängen damit zusammen, dass Fleisch an und für sich nach nichts schmeckt. Es ist faserig gummig und durch verschiedene Aufbereitungen und Würzungen, Backen, Braten und so weiter, gewinnt es diese arttypischen Eigenschaften, wo dann die Leute teures Geld im Restaurant dafür ausgeben. Dass das nicht nötig ist, zeigen verschiedene Produkte, mit denen Sie Fleisch ersetzen können, wenn Sie das wollen, oder auch Leuten, die sehr gerne was Angebrutzeltes haben, etwas Ähnliches kochen können. Zum Beispiel habe ich hier jetzt, wenn Sie mal da drauf schauen, aus Weizenteig, also einem Brotteig, Weizeneiweiß herausgeknetet. Man hält das unter dem Wasserhahn und dabei spült es die Stärke heraus und am Schluss habe ich das reine Weizenprotein. Mit der entsprechenden Würzung und Fettzugabe kann man sich dann so eine Art falschen Has kochen. Der hat eine Konsistenz praktisch wie Fleisch. Ich werde ihn jetzt mal kurz zubereiten, damit Sie etwas einen Eindruck gewinnen, dass das überhaupt keine Zauberei ist. Und man wundert sich vielleicht auch in diesem Zusammenhang, dass es nicht verbreiteter verwendet wird. Diese Würfel können jetzt genauso, wie man es aus der Fleischküche kennt, weiterverarbeitet werden. Zum Beispiel scharf angebraten mit Zwiebeln, Pfeffer, Salz, schmecken sie wunderbar. Wir machen das jetzt hier mal gleich vor Ort, so dass man ein Gespür für die Sache bekommt. Hier machen Sie die Gusspfanne von früher gut heiß, schmelzen ein bisschen Palmfett drin. Es raucht jetzt sehr stark, macht aber nichts, weil dadurch das richtig deftige auch durch Pflanzeneiweiße erzeugt werden kann. So wie man es zum Beispiel vom Schmorbraten her kennt. Ich tue jetzt das Eiweiß rein und brate es schön krustig.
Wie in der Fleischküche ist bei der Verarbeitung von Eiweiß darauf zu achten, dass die Poren geschlossen werden durch eine leckere Kruste. Wie Sie hier sehen, gelingt uns das auch mit Pflanzeneiweiß. Also Aminosäure bleibt Aminosäure. Der Vorteil von der Zusammensetzung pflanzlicher Aminosäuren ist der, dass sie die beim Fleisch problematischen Aminosäurentypen nicht beinhalten. Sobald das Weizeneiweiß ein bisschen Kruste bekommen hat, tun Sie die Zwiebeln rein und auch die Paprikastreifen und braten sie zusammen scharf an. Dabei gehen alle die leckeren Röststoffe von Zwiebel und Paprika ebenso in die Weizeneiweißwürfelchen hinein. Also alles, was Sie so kochen mit diesen Produkten, machen Sie einfach so, wie Sie es gewöhnt sind. Ein bisschen Salz drüber, Pfeffer, Gemüsebrühe. Da kann man das Ganze ablöschen mit Rotwein oder ich habe hier Schältomaten, die man dazu tun kann. Und einfach gut durchköcheln. Genauso wie Sie es früher gelernt haben in der Schulzeit oder im Kochkurs. Nur halt ohne Fleisch mit Weizeneiweiß. Immer wieder wird ja die Frage gestellt, ob man gesünder lebt, wenn man ökologisches Fleisch kauft und zubereitet. Ich möchte einfach kurz aufzeigen, was ist der Unterschied zwischen einem normalen Stück Schweine- oder Rindsfleisch und einem ökologischen Schweine- oder Rinderbraten. Zum einen werden die Tiere ökologisch gefüttert, zum anderen bekommen sie etwas mehr Platz in den Ställen. Das hat fleischereitechnisch einige Vorteile. Man weiß, dass Tiere, die ohne Stress aufgezogen